Da war doch irgendwann die Bogenschützen, oder? Wo waren die? Nie ruhig, aber pennt nicht schön. Sendrik. Rifton, aha. Der Schnellzugang. Scheiße, Mann. Wo gibt's die Rüstung? Hören. Da ist zu. Aha. Den Kiel wahrscheinlich her. Der Meister Frey. Den sollte vielleicht nicht noch nicht ausrauben. Kann schlechter gehen wir. Freunde, brauchen eine Rüstung. Immer versprochen worden, und sieht doch, steht da drin. Enttäuscht uns nicht. Eine Meisterin der Tarnung, schön. Bevor Tarnung wir als anfangen, Kisten. will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Cornelia, sie ist. Ihr seid also der neue Rekrut. Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertraut machen Wenn müssen. ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heuler niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen, auf intelligent, was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. Eine Diebesgildenrüstung, aha. Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Pass auf, gute Frau. Habst du allerhand Diebesgut dabei? Der Bavariak. Braucht den einer? Eigentlich nicht, oder? Weg damit. Stab des Magierlichts. Weg. Azurer Stern, den Money brauche ich noch. Na gute Frau. Hat irgendwas? Ein orkischer Dolch des Sammelns. Wobei die hat ja nichts. Also gut. Du so mit die Rüstung. Taugt die was? Wobei ich schleppe schon wieder lauter Klumpen umeinander, gell? Rüstung 90. War die nicht bei 88? Wobei schön. Das ist ein Braun. Und das ist eine coole Schwarze haben, wie der Meister Frey. Aber die könnte man vielleicht ausbauen. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge Brynjolf? unmissverständlich klarstellen. Delvin, warte mal, der wollte da was. Alle Augen Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen, ohne euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Was ich sage. Richtig. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Wenn ihr mich anlügt, werde ich ganz sicher nichts für euch tun. Versprochen.
Andererseits, wenn ihr mir einige dieser zusätzlichen Aufgaben abnehmt, steigt ihr auf meiner Liste ganz nach oben. Mit dieser Einstellung kann man hier reich werden und ein schönes, langes Leben genießen. Wir beide werden gut miteinander auskommen. Also, solltet ihr euch als fähig erweisen, habe ich jede Menge Aufträge für euch, um die Gilde wieder ins Geschäft zu bringen. Schaut euch doch mal um. Die zersplitterte Flasche, die Gilde. Es geht alles vor die Hunde. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es hier genauso geschäftig wie in der Kaiserstadt. Aber jetzt kann man schon froh sein, wenn man nicht über einen Skewer stolpert. Passt auf. Ich weiß, dass die anderen mich für leicht verrückt halten, so etwas zu sagen. Aber ich will offen mit euch sein. Irgendwer oder irgendwas da draußen ist verdammt sauer auf uns. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber es geht nicht nur um uns beide. Wir sind verflucht. Ich sage euch, was wir machen. Wir ignorieren diesen verdammten Fluch einfach und sorgen dafür, dass alles wieder so wird wie früher. Du, so mein Meister. Der drängelt Da sich wohl. kommt ihr ins Spiel. Muss der da kehren? Ich habe jede Menge Arbeit für euch, mit der ihr uns bei der Rückkehr zu altem Glanz verhelfen könnt. Ihr müsst einfach nur fragen. Dann kommen wir beide so sauber wie nach einem Bad aus der Sache heraus. Ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Pass auf, Diebstähle. Es gibt wirklich jede Menge Leute, die ihre Wertsachen mit sich herumtragen. Sie warten nur auf jemanden wie euch, der ihnen die Taschen leert. Also, seid ihr bereit für eine kleine Diebestour? Das höre ich doch gern. Also zieht los. Der Diebstahl. Also, was kann ich heute für euch tun? Scheiße, im Markt. Mir trifft die gut. Da bin ich heiß begehrt. Okay, Burm. Auf jeden Fall bin ich jetzt Mitglied der Diebesgilde, immerhin. Hey, hey! Ich will mit euch reden. Jetzt! Jetzt. Später nicht. Ich hatte mich ihnen vor vielleicht 10 Jahren angeschlossen. Ein kleiner Clan, vielleicht 20 Leute. Wir haben Dörfer überfallen, Karawanen ausgeraubt. Aber für sie war das Töten immer das Wichtigste. Versteht mich nicht falsch. Die ersten Jahre bei diesem Clan waren einige der schönsten Jahre meines Lebens. So viel Speisen, wie ich essen, so viel Wein, wie ich trinken und so viele Frauen, wie ich beglücken konnte. Es war Frühling, als wir eine Karawane ausgeraubt haben. Ich glaube, es waren ein paar Wagen mit einigen Bauern, die in ein anderes Dorf zogen. Sie waren keine große Herausforderung. Am Ende waren nur noch die Frauen und Kinder übrig. Dann hat der Anführer unseres Clans, Gartek, uns befohlen, auch die zu töten. Nein, normalerweise ließen wir sie laufen. Ich weigerte mich und Gartek befahl dem Clan, mich ebenfalls zu töten. Zum Glück hatte ich einige Freunde im Clan, die sich sofort auf meine Seite geschlagen haben. Wir haben einander in Stücke gehauen. Als es vorbei war, sind die Überlebenden einfach ihre eigenen Wege gegangen. Ich habe seinen Kopf auf einem Speer bei den Überresten der Karawane zurückgelassen. Ich habe nie erfahren, was aus den anderen Überlebenden geworden ist. Sie haben wohl wie ich einfach ein neues Leben angefangen. Ich hatte mich ihnen vor vielleicht 10 Jahren angeschlossen. Ein kleiner Clan, vielleicht 20 Leute. Wir haben Dörfer überfallen, Mit der quatschen oder wir? Karawanen ausgeraubt. Aber für sie war das Töten. Hey, Mann, bei denen kann ich was lernen. Was tun die da? Hey, Der Wipp hier, können der wir kurz Flinke. reden? Warte mal. Ihr schlagt hier richtige Wellen. Das gefällt mir. Wenn ihr euch mal da führen wir wohl nichts Gutes im Schilde, nicht wahr? Ich werde es euch beibringen.
Aber es wird euch etwas kosten. Eine Stufe aufsteigen. Also. Ich wollte euch etwas sagen. Nehmt euch einen Stuhl. Das ist eine längere Geschichte. Als ich in diesem Geschäft anfing, war ich eigentlich nicht an der Gilde interessiert oder daran, Oh Gott. ein Dieb zu sein. Der ist doch interessiert mich gar nicht. Ich wollte auch nicht andeuten, dass ich ein ehrliches Leben führte. Mit meinem Geschick im Aufbrechen von Schlössern war ich ein Naturtalent in Sachen Gefängnisausbrüchen. Und habe mir auch ein hübsches Sümmchen damit verdient. Das bedeutet, dass ein Kunde euch dafür bezahlt, dass ihr verhaftet und in ein Gefängnis geworfen werdet, nur um wieder auszubrechen. Normalerweise tut man das, um jemanden zu befreien, an dem Kunden etwas liegt. Und manchmal, nun, um jemanden in seinem Namen zu töten. So oder so kommt es aber auf die Flucht an. Und hier konnte ich mein besonderes Talent nutzbringend anwenden. Nun, als Gefängnisausbrecher arbeitet man auf eigene Faust. Es gibt keine Gilde, die einem Rückendeckung gibt. Ich erledigte Aufträge für die Diebesgilde und für die Dunkle Bruderschaft. Aber wenn nicht alles wie geplant verlief, war ich auf mich allein gestellt. Der letzte Gefängnisausbruch, den ich versuchte, ging schief. Ich war 3 Jahre lang in Hochfels eingekerkert, bevor sie mich gehen ließen. Danach habe ich mir geschworen, das nie wieder zu tun. Ich weiß nicht, ich glaube, mir war klar geworden, dass mir im Alltagsleben meine Talente als Dieb mehr einbringen würden als Assassine. Jemanden in einem Gefängnis zu töten ist viel einfacher als das, was die Dunkle Bruderschaft tut. Ich wollte wohl lieber auf Nummer sicher gehen. Ich kannte Delvin bereits, fragte ihn, ob ich eintreten dürfte, und das war's. Auf Nummer Wir sicher sprechen gehen. uns sicher Das tue ich ja wieder. immer. Deswegen bin ich Büromitglied. Ja, ihr seid ein zäher Das war jeder Kasperl. Das respektiere ich. Ihr bringt Aber der lernen hat Gilde aber noch nichts, oder wie? Geld und sorgt dafür, dass wir gut dastehen. Kommt zu mir, wenn ihr was braucht. Bumm, jetzt hau ich ab. Ja? Mir reicht's mit denen. Ihr braucht etwas? So, jetzt komm ich, wo komm ich raus? Am Friedhof, passend. Und das befindet sich, wo sagen wir, kommen wir da raus? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Da hinten. Irgendwo. Schlussknocken verbessert auf 60. Der Weg nicht leichter da hinten. Scheinbar nicht. Wobei. Aha, na gut. Kenn mich aus. Wenn ich mal wieder oben muss. In Einsamkeit. Ich habe 4 Aufgaben. Da fliegen wir um. So, wir können wieder überhaupt nicht vorwärts gehen. Wie meistens. Da drin war die eine Aufgabe, wo ich meine Ausrüstung abgeben muss. Die Halle der Toten. Da gehen wir hin. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. In unruhigen Zeiten gibt es nichts Besseres als ein schönes Lied, Nein, um die singe du Stimmung nicht. zu heben. Ich fange mal gar nicht an. Die Halle der Toten. Ihr kämpft mit Azuras Stern? Was sagst du? Aber wie ist das nur möglich?
kann ich euch helfen? Ihr müsst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Willkommen. So wie gut ist. Wo ich was bezweifeln. Meistens eilt der schlechte Rufe raus. Der Kuchen und der Diamant. Wir schreiben von Akai. Ihr müsst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Willkommen. Herr Bruder. Wenn ich deine Tränke sehe, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Scheiße, das schaut dummer. Tut auch einen. Ihr müsst die Person sein, von der Falk so viel Gutes erzählt hat. Willkommen. Die Halle der Toten ist aber groß. Bruder, komm gleich. Bekanntermaßen schauen wir erst mal um. Die Katakomben. Bleib, geh mal weg da. Und der Rum hat er wahrscheinlich seinen Schlaf gemacht. Der Zaubertrank des Falschens. Ja, pass auf, Mutter. Bin ich bereit. Ah, Pothema. Die ehemalige Königin von Einsamkeit und eine der gefährlichsten Totenbeschwörerinnen der bekannten Geschichte. Sie war für den beinahe Zusammenbruch des Kaiserreiches vor fast 500 Jahren verantwortlich. Ich glaube, ich habe ein Buch über sie. Ein Buch, also zum Lesen bin ich nicht da. In Geistform beschworen zu werden, bedeutet nicht von den Toten aufzuerstehen. Sie wird Hilfe brauchen, um zu den Lebenden zurückzukehren. Momentan hat sich die Wolfskönigin an einen Ort voll mit Toten zurückgezogen, die begierig darauf warten, ihr zu dienen. Sie ist in ihre alten Katakomben gegangen. Vor einigen Tagen hat einer ihrer Diener eine Wand zum Tempel der Göttlichen durchbrochen. Ihr müsst in die Katakomben selbst gehen. Ja, ich ließ euch von Falk zurückrufen, weil ihr bei der Beschwörung anwesend wart und jetzt eine Verbindung zu Pothema habt. Ihr müsst euch um sie kümmern. Ich kann euch aber mit ihren Schergen helfen. So könnt ihr euch um die Katakomben selbst kümmern. Was Pothema selbst betrifft, so sucht das, was von ihrem Körper noch übrig ist. Es ist vermutlich nicht mehr als ein Skelett. Holt es aus den Katakomben und bringt es zurück, damit es von Akai gereinigt wird. Ihr meint Rockvier? Ja. Ich habe am Hauptmann Aldis appelliert. Er hat gestattet, dass Rockvier ein ordentliches Nordbegräbnis erhält. So wie es in Einsamkeit Brauch ist. Ja, bitte, Pothema. Möge Die blöde Akai Kur. euch mit einem langen Leben segnen. Ich weiß, wir müssen in die Katakomben. Schon, oder? Hat er gemeint. Bezwinge Pothema. Da hinten. Oder da drunter.